Das Abenteuer im Kampfressort geht weiter, hier bei Pokémon Delta Omega Rubin. Einfach willkommen zurück. Ja, natürlich weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar im Multikampf. Ein Kampfsieger geworden. Wow, das ist ja einfach nur bombastisch, fantastisch. Oh, Entschuldigung, nein, wollte gar nicht. Bei uns bald wieder. Ja, tschüss, direkt rausgehauen. Oh Mann, also Multikampf, sage ich schon, Multikampf teilnehmen, ja, gerne, nö, gut. Ja, wieder mal das grüne Team war, im letzten Part, Volt, und Nummer 2 war Mirenia, glaube ich, war, okay. Oder was Kai, weiß gar nicht mehr so genau. Aber ist ja auch egal, wenn ein Partner, Troy. Mit der Aerodactyl und Metacross. Mir ist nicht immer das Herz Pokémon, um dich wirklich lieber kämpfen zu lassen. Wir wollte ich schon bestritten, aber kann ich die Reise beenden, wenn ich wollte. Oh Mann, hey, was ist hier los? Wieso dürfen die alle hier fighten? Was? Frog's Nubelupf? Yo, Mann, was geht? Also, Aerodactyl wird sicher wieder Steinhagel einsetzen, um Luft ist ein Flug-Pokémon. Das heißt, wir werden natürlich direkt auf Donnerschlag gehen. Aha, da gehen wir so. 4-fach Damage, jojo. Das bringt's. Und wenn jetzt viel bringen, wir sind so mächtig. Seht ihr? Trotz der Beere, die einen Schaden halbieren würde von Elektroattacken. Ein vegetarischer Affe. Oh Mann. So, hat den Reißzahn drauf, war? Na gut, von mir Feuerzahn. Thunder Punch. Quapsel. Und so schnell kann es gehen. Und war schon die Nummer 2, Freunde. Ach, halt eigentlich schon halt vor allem die ersten 10 Minuten, sogar irgendwie die ersten 15 Minuten relativ lahm werden wir von den Gegnern her. Aber dann wird schon ein bisschen anstrengender und vor allem dann, ich überlege gerade, Kampf Nummer 20 oder 21. Der wird dann episch. Bisschen halt dieser Champ, da bin ich mal gespannt, was du drauf hast. Das sind 2 Champs. Champ im Doppelpack. Die Göre, oh meine Göre, was will die denn hier? Pupanze, Pupanze. Was geht? Sowieso sieht nicht viel. Muss was RB machen, Gladiantri ist ja. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ja, Kampf Stahl war. Was Stahl undicht? Natürlich Kreuz ihm noch geil. Mal überlegen, was könnte Troy jetzt einsetzen? Gegen Pupanze, da ist ja Bodenpsycho. Vielleicht Knirscher drauf? Könnte sein. Ah, wisst ihr was, versuch's mal. Okay, reicht. Nichts gesagt. Kreuzhieb! Oh, verdammt. Reicht trotzdem. Oh Mann, hey, die haben doch gegen dieses Team keine Chance. Ein Feint über einen Gift, eine Stahlattacke natürlich nicht, also muss das Aerodactyl machen. Donnerzahn. Ah, klar! Alter, der ist ja verflucht schnell. Dabei hat wohl der volle EVs auf Initiative und die DV ist ja auch 31 auf Initiative, also was Jordan trainiert hat, keine Ahnung, das ist ein wahres Monster. Und wieder healen. Ein GP, geil, keine Sorge, wie gesagt, nachher geht es schneller. Im Idealfall sogar mit 5 GP, wobei da geht erst im Super Multikampf und oder generell Superkämpfen. Ach, da glaube ich erst ab 30 oder 40 Gegner. Ne, 30 müsste es sein, genau, ab 30. La 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 la
Magnetilo, Hunduster. Okay, das Anspannung, das war ein Hunduster, war. Ich wollte gerade mit Erdbeben kommen, was bei Hunduster geil wäre. Aber halt nichts bei Magnetilo bringt wegen Schwebe, obwohl hat er Schwebe drauf? Weiß gar nicht. Magnezone hat es nicht, kurioserweise. Nö, Versuch macht klug. Bei Magnetilo bringt's nicht viel, das war klar. Als Stahltyp, du hast, wirkt sogar, cool. Ist auch so etwas wie, wieso hat Magnetilo keine Schwebe? Verstehe ich nicht. Taubsi? Ja, jetzt, Taubsi ein Flug-Pokémon, wird 4 von Erdbeben nicht getroffen, ist so am Boden. Denk mir aus so, hallo? Geht's eigentlich noch? So, Donnerschlag und, oh. Donnerzahn vermutlich. Was? Troy, wo ist die Logik? Die Logik ist, dass mir den Ruhm klaut. Mensch. Verloren. Tschüss. Das war unser Sieg, Mann. Du. La la la. Mit ein GP. Oh je. 5. Folge. Jo, dankeschön. Ich meine, ich könnte es theoretisch auch rausschneiden, aber es gehört, wie ich finde, ein bisschen dazu. Der Garçon. Oyon. Oh. Also, jetzt gerade wird es so irgendwie ein bisschen geruckelt. Okay, wir haben Wasser, Unlicht und Fee, glaube ich, war. Wäre das ein Torhydro gewesen, genau, dann wäre Aerodactyl jetzt im Arsch. Und der Donnerschlag auf Neffe. Bringt gar nicht, ganz schlecht. Oh, nicht schlecht, wa? Metagross, das erste Mal bereits das zweite Pokémon. Ja, es geht schnell. Natürlich geht es mit Erdbeben nicht mehr. Natürlich jetzt weniger geil. Muss fast. Mega Power! Mega groß. Ich find dich ja eher mega krass. Oh Mann, du. Stark gegen Fee und tschüss. Das ist Nubul. Oh, die gibt's auch noch. Okay, dann nehmen wir mit Sternhieb, dann passt das nicht hier mit einem Donnerschlag voll auf die 12. Patronenhieb von mir aus. Was? Mann, Troy, was machst du da? Alter! Wir sind hier im Team, Kumpel. Schwein gehabt, hey. Das hätte auch übel ändern können. Ändern können vor allem. Ein GP. Bis 200 habe dauert natürlich ein bisschen lange. Und ich echt noch nicht weiß, Leute, ob ich das mit 200 GP halt für die Fähigkeitskapseln mal zeigen kann überhaupt. Ich meine, natürlich irgendwie wird es schon gehen, aber es können Umstände ein bisschen mühselig werden, es wirklich so lange nach irgendwie halt fast eine GP fahren müssen. Alles zu zeigen, dass wir das Let's Play in einer unnötigen Länge strecken. Also vor allem den Multikampf hier vor mir Ruby noch zeigen und dann vermutlich auf Alpha noch einen Superkampf. Da mich auch vorstellen könnte noch den Super Einzelkampf noch. Und sonst einfach mal von Doppelkämpfen, Dreifachkämpfen, Drei-Umkämpfen. Einfach mal keine Ausschnitte, wa? Psiau, wow, wow. Miau, miau.
Wie sie da steht, hey, so. Ja! Meine, der Volt, ey. Ja, ja, der gute Volt. Es war doch nur gewollt. Knilz. Knilz, knilz. Knilz, knilz. Und es hat sich ausgeknilzt. Knilz. Ja, wow, wow, wow. Troy, machst du das bitte mal langsam? Ja, ist egal. Hat man natürlich Stab drauf, von dem her. Okay, bereits 10 Minuten rum. Wie sieht's aus? Welchem Kampf sind wir? Vermutlich erst im 7. war. So wohl dazu von wegen nach 10 Minuten. Siebter Kampf in Wolgeerst. Alter, wird doch noch 15. Ist dann wohl ein bisschen die stärkeren Gegner kommen. Hui, ich denke mal trotzdem, dass 2 Parts locker werden, bis wir da halt, wie gesagt, auf die große Außenlage jetzt mal in Anführungszeichen treffen werden. Tja, und dann geht's dann weiter mit legendären Pokémon, wollen wir mal sagen, geht's dann ein paar zu fangen. Dann noch ein bisschen mit dem Player Search System, vor allem halt die O-Kräfte. Ich wollte gerade O-Kräfte sagen, wie PSS, versteht ihr so? O-Kräfte. Und dann, was kann man dann noch machen? Ja, aber was schon sagen, halt, die Pokémon liegen noch ein zweites Mal, oder? Das fehlt natürlich sowieso. Aber dann würde ich behaupten, ist das Let's Play soweit durch. Also mal aus Omega-Sicht, weil wie gesagt, fehlt noch ein bisschen Alpha Saphir. Kann noch alles komplettieren und so. Oh, von der Höhendex. Da muss ich noch vorbereiten. Ein Pokémon fehlt mir trotz allem. Da muss ich jetzt noch gucken, ob ich so rüber tauschen kann. Weil das wird ein langer Tauschweg, hey. Bis ich das Viech mal habe. Naja. Wird schon, Dann natürlich noch ein legendärer Pokémon dort, weil es gibt halt Pokémon, ich kann ganz kurz mal erzählen. Es gibt legendäre Pokémon, die kann man hier fangen, in Omega Rubin, aber nicht in Alpha Saphir, umgekehrt. Da gibt es noch jeweils ein drittes, das ist natürlich teilweise so. Ein drittes im Bunde und dieses dritte Pokémon kann man nur fangen, wenn man halt beide Pokémon auf einer Edition hat. Sprich, man muss halt zwangsweise mit Omega Rubin bzw. Alpha Saphir tauschen, um alle legendären Pokémon, die man so fangen kann, noch fangen zu können. Also am Schluss halt Wettbewerbe noch, hatten wir auch noch Geheimbasis und dann kann ich noch gerne Sucht EVs, Kampfresort komplettieren. Ja, also wenn ich so schätzen müsste, würde ich schon so auf etwa 35, 40 Parts schätzen insgesamt. Könnte noch gut hinkommen. Aber die legendäre Pokémon, oh, die werden dauern, aber die muss sowieso zusammenschneiden, kämpfen. Oder die Fangversuche. Weil die können teilweise echt lange dauern. Wenn man ganz ehrlich hat, legendäre Pokémon auf Alpha Saphir, da habe ich irgendwie 50 Hyperbälle verworfen, ganz ehrlich. Da wird auch ein ganzer Part aufgeben für ein einziges Pokémon. Nee, Leute, schneide ich dann. Also vielleicht den ersten machen wir regulär und den Rest dann, wenn wir echt gefangen haben, so schneide ich dann. Dann haben wir irgendwie halt pro Part ein Trio zusammen, sogar 2 Trios. Mal gucken, wie das Ganze natürlich läuft. Allgemeinerweise gibt es ja auch Pokémon, die kann man nur an bestimmten Tagen fangen. Ja. Aber es könnte viel schlimmer sein. Pionscura und dann Kanivanha. Pionscura ist hier ein Giftkäfer, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, Erdbeben war komplett unnötig. Danke, schöner Aerodactyl. Ein Toxiped. Also jetzt kannst du unbedingt mal einen Steinhagel bringen. Oh, natürlich eine Bedrohung. Bedrohung natürlich sowieso bei solchen mehreren Kämpfen, sprich halt Multikämpfen, Doppelkämpfen, Dreijungkämpfen, Dreifachkämpfen, ist das echt noch eine gemeine Attacke. Ich habe auf Alpha Saphir noch ein Pokémon. Moment, das kennt ihr bereits. Aus dem Omega Rubin Let's Play, genau, und zwar halt der gute
Die gute Voltenso, genau, und so eine Mega-Entwicklung natürlich. Und ganz geil, jetzt machst du Mega-Entwicklung, Bedroher drauf. Und dann zum Beispiel mit Voltwechsel, tauschen aus und nach 2 Zügen wieder rein und plötzlich nochmal Bedroher. Ja, da kann man natürlich auch die Gegner auch ein bisschen nerven. Aber eben, Bedroher natürlich cool, bringt aber leider nur was bei Pokémon, die auf physische Angriffe basieren. Soluna mit Spezialangriff bringt natürlich gar nichts. Dürfte klar sein. Noch eine Kampfserie, cool, weiter, wir sind bei 15 Minuten bereits, toll. Ja. Das dauert echt so lange. Das ist doch doof, Mann. Wir wollen doch weiterkommen. Tja, kann man sagen, sicher der 10, 11 Kämpfe machen wir jetzt noch und dann halt den Rest erst im nächsten Part. Wäre man sowieso schneller, also Erdbeben. Aerodactyl ist viel schneller, aber leider nicht sehr viel heller. Das ist doch ein Gifttyp, wa? Dualtyp irgendwie noch? Doch, muss Gift sein. Vielleicht Giftkäfer, kann natürlich sein. Das wird einiges erklären, du. Da kann er schon nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Tschüss. Okay. Aber es kommt noch welche. Pupan. Welche ist gut? Einer. Eissan plus Eis-Hieb, wa? Was? Oh oh. Volt! Alter. Ja. Wäre das ein Lepomentus gewesen, wäre Volt jetzt K.O. Hinüber. Forever. Alter Mann, das war so knapp. Ein GP, geil! 10. Kampf in Folge, genau. Den machen wir jetzt noch und dann doch mal langsam ein paar beenden, wa? Dann wird vielleicht ein bisschen kürzer als sonst. Ich habe aber von meinen Eltern gehabt, sowas wie ein lebendes Gebirgsmassiv. Ist das eine Erklärung oder ein Vorwurf? Oh Mann, hey, ein Kleinstein, ein kleiner Stein. Kleinstein. Das sieht gleich aus, Kleinstein. Oh, Panzer. Na, war ja klar. Earthquake. Der überlebte sogar, krass. Steinpolitur, jetzt wird er stark. Stark, vor allem noch stark. Vor allem schnell, Mann. Kaum mal Atmu. Ausweg. Natürlich. Natürlich alle schon B dagegen, ist klar. Gut, 4 Damage bringt trotzdem nichts. Tschüss, Mann. Oh, Scheiße. Fehlt nur noch ein kleines Taubsi. So, natürlich direkt in die vollen Donner. Ja. Ich will es immer so geil beenden, so episch, oder? Weil Volts Angriff sind natürlich schon irgendwie sackstark und geil, aber es ist Aerodactyl, hey, ich bin schneller, tschüss. Ja. Voll der Ego, hey. Ein GP, yeah, schon 10 gesammelt, geil. Finde ich krass, Mann. So, 11. So, die Frage. Haben die bereits stärker oder geht das erst doch? Im Super Multi kann ich mir gerade ein bisschen überlegen. Ich hoffe, es sind bereits stärker, weil sonst wäre es natürlich ein bisschen lame zum Präsentieren. Ah, doch, seht ihr. Knackst stark Kaumalat. Aber trotzdem für uns kein Problem. Oh nee, kein Problem.
Ah, die hatten dann doch schon ein bisschen mehr aus, die Guten. Na, warte, ey. Eispunch! Autsch. Und Knacksel geht. Der Knuddler, der Federtag, Alter. Leck mio. Fee Stahl war das, wa? Natürlich jetzt die Frage. Die Frage aller Fragenkampf bringt dabei Fee nicht mehr so viel. Den Rest treffe ich noch! Ja! War nur ein K.O. Snowball! Mann, wollt wieder keine knuddeln! Das war gemein, du. Miwenia, du musst wohl brechen. Schon dabei, Boss! Mega Power und bringt's voll noch, wa? Ich finde mega Wiesenfloh so geil, ey. Boom! Und das war's. Noch nicht ganz, das stimmt ja, eins fehlt noch. Ach nö, das wäre der. Bringt dann doch alles nix. Aber wir haben ja ein Aerodactyl, das alles bringt. Was? Die Frisur sitzt nicht? 3 Meter tough. Nein, daneben leider nicht. 2 GP, seht ihr, geht schon ein bisschen schneller. So, dann kann man sehen, wir müssen weitermachen. Yo Leute, aber nicht im Hals und erst wieder im nächsten Part hier bei Pokémon Delta Omega Rubin im Kampfresort. Ja, wie bereits erwähnt, momentan noch relativ simpel, aber es wird bald schon ein bisschen heaviger werden, vor allem strategiemäßig und vielleicht sogar bald schon mal einen Partnerwechsel, weil Choi ist dann bald nicht mehr so der optimale Partner. Aber bis dahin wieder mal, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.